Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Wow, danke vielmals der Band für uns begleiten, so dran sein. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Auch die Hai in der Lounge unten. Schön sind ihr da und können wir das Jahr auch in Gottes Nähe und mit Gottes Gedanken also abschließen. Wie es die Moderatoren schon erwähnt haben, ich habe vor ein paar Wochen einen Reiseprospekt durchgeschaut. Den zeige ich euch jetzt gerade mit Bildern von wunderschönen Stränden und Hotels, wo es an nichts fehlt. Wer würde jetzt gerade gern, wenn du das Geld hättest und so und Möglichkeiten, irgendwo ins Ausland, an einen Strand, eine Woche Ferien, unkompliziert, einfach schnell das Köfferli packen, ohne Masken, ohne nichts. Ja, ich denke, wir alle, oder? Mal so richtig am Alltag entfliehen. So ist es mir auch gegangen, als ich die Bilder geschaut habe. Und ich habe so gemerkt, beim Durchblättern von dem Ferienprospekt, Ferienprospekt hat eine ganz neue Bedeutung bekommen in diesem Jahr. Eben auf der einen Seite, hey, wir wünschen uns alle, einfach wieder mal so unkompliziert Ferien zu machen. Nichts müssen planen. Aber auf der anderen Seite, der Reiseprospekt erinnert natürlich viele von uns auch daran, dass gewisse Ferienprojekte in diesem Jahr gescheitert sind. Da hast deine Ferien rausgesucht, hast irgendwo verschieben müssen zuerst, mit dem Arbeitgeber schauen, dann hast du Versicherungen abgeschlossen für deinen Flug und fürs Hotel, dass, falls es müsste verschoben werden, sicher alles klappen. Dann gewisse Leute haben müssen Gesundheitschecks, Papier ausfüllen, Quarantäne planen, dass wenn du nachher in der Ferien bist, dass nachher die Anzahl Tage noch daheim kannst warten. Ein riesen Aufwand. Und am Schluss sind teilweise die Ferien doch abgesagt worden. Und es ist ein Frust, oder? Viel Aufwand und viel Frust. Und man fragt sich so ein bisschen, hey, was bringt das eigentlich? Und ich denke, viele von uns, wir denken auch so ähnlich über das ganze Jahr, das wir hinter uns haben. Hey, was für ein Jahr? Viel Aufwand, viel Frust. Und die Frage ist so ein bisschen am Ende des Jahres, ist das ein verschwendetes Jahr gewesen? Ist das ein Jahr gewesen? Ein kleiner Bub hatte mal in der Hälfte des Jahres ein Gebet gehabt. Lieber Gott, kannst du bitte 2020 löschen und neu installieren? Es hat einen Virus. So ist es mir auch gegangen. So ein bisschen, hey, einfach nochmal neu starten, weil das Gefühl da ist, das 2020 war für nichts gewesen. Ich weiss nicht, ob du mal, wenn du in ein paar Jahren Fotos anschaust von diesem Jahr, ob dann wo du denkst, hey, was hätte das Jahr noch sein sollen? Oder wenn wir in den nächsten Tagen vielleicht den SRF-Rückblick aufs Jahr schauen, oh nein, das tue ich mir gar nicht erst an, so einen Frust. Und heute Morgen möchte ich ein paar Gedanken teilen aus dem Vers in Römer 8,28, wo wir nachher miteinander lesen. Und darüber, dass Gott eine ganz andere Sicht hat auf das Jahr, als wir sie oft haben. Für Gott ist nämlich das 2020 kein verschwendetes Jahr. Ist nicht ein Jahr, wo er sagt, oh nein, so ein Frust, nochmal neu laden. Sondern Gott hat sich für das Jahr Pläne vorgenommen, hat Absichten gehabt, gute Absichten mit unserem Leben und er kommt immer ans Ziel mit seinen Plänen und seinen Absichten. Für Gott ist das Jahr 2020 nicht ein Misserfolg und nicht ein verschwendetes Jahr, sondern das, was er sich vorgenommen hat. Das, was er gut an Absichten gehabt hat mit dir, mit denen ist er zum Ziel gekommen. Und das lesen wir in unseren Versen, in Römer 8,28. Das heisst nicht, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, das in mir als Menschen, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann,
die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Hey, was für eine gewaltige Verheißung. Gerade am Ende von dem Jahr sagen, hey, Gott möchte das Beste, bringt das Beste aus dem Jahr hervor für die, die ihn lieben. Was wir da lesen in diesen Versen ist, hey, Gott liegt dein Leben so fest am Herzen. Gott liebt dich über alles. Und er hat gute Absichten für dich in diesem Jahr. Und er hat auch für das nächste Jahr gute Absichten mit deinem Leben. Und seine Pläne sind so gut und seine Pläne sind so stark, dass nichts dich trennen von seiner Liebe. Nichts in deinem Leben hinein. Sag das Fehler, die du gemacht hast, oder Schuld, die du auf dich geladen hast, oder schlechtes Gewissen, oder Gefühle, die dich runterziehen. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Und das andere, was man auch gelesen hat, nicht nur in deinem Leben kann dich nichts trennen von Gott, sondern auch alles, was um dich herum passiert. Einflüsse von außen, Menschen um dich herum, Situationen. Nichts von außen kann dich trennen von der Liebe Gottes. Er hebt dich in seiner Hand. Und zwar, weil er ständig in deinem Leben wirkt. Weil er ständig dran ist zum Wirken. Auch im 2020 hat Gott in deinem Leben ständig gewirkt zu deinem Besten. Ich möchte euch 2 Geschichten zeigen aus dem Alten Testament, wo das zeigen und wo am gleichen Ort stattfindet. Und zwar in dem Ort, der heißt Dothan. Das ist im nördlichen Israel. Ihr seht unten das Tote Meer, oben der See Genezareth. Zwischen ihnen ist das Städtchen Dothan. 2000 Jahre vor Christus ist der Josef von seinen Brüdern verkauft worden. Eine riesige Schuld, eine riesige Bosheit. 10 Brüder sind es damals gewesen. 10 Brüder verkaufen ihre eigenen Brüder als Sklavenhändler, weil sie ihn so gehasst haben, weil sie ihn so haben weghaben. Ein bisschen mehr als 1000 Jahre später ist ein anderer Mann in dieser Stadt und der heißt Elisa, ist ein Prophet. Da sehen wir den Josef, genau. Und der Elisa, der Prophet Elisa, der ist in dieser Stadt hinein und die Stadt ist umzingelt worden von feindlichen Heeren. Die feindlichen Heere haben nur eins wollen, sie wollten den Elisa umbringen, den Prophet von Gott. Und der Elisa hat gebetet, Gott, hilf mir in dieser Situation. Und Gott ist gekommen und hat die feindlichen Heere mit Blindheit geschlagen. Gott hat gemacht, dass die Heere alle gefangen genommen worden sind und der Elisa ist frei gekommen und hat sein Leben behalten. Gott hat eingegriffen. Das Spannende an diesen 2 Geschichten ist, dass die Bibel sagt, in beiden Geschichten ist Gott am Wirken gewesen. In beiden Geschichten. Sowohl beim Josef, der verkauft worden ist Gott am Wirken gewesen, auch wie auch beim Elisa, wo Gott eingegriffen hat mit einem Wunder. Und natürlich, wenn Gott uns die Wahl geben würde, wie soll er wirken in unserem Leben? Wir würden alle sagen, ja Gott, tu ein Wunder. Wie beim Elisa, greif ein, schlag meine Feinde mit Blindheit. Oder in anderen Worten gesagt, hey, greif du so ein, dass ich es sehen kann, dass du mit mir bist, dass du am Wirken bist. Aber Gott wirkt auch dann, wenn wir es nicht sehen. Wir haben es gesungen im vorherigen Lied, auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du, Gott. Und beim Josef war es so, der Josef hat gedacht, hey, das ist der Tiefpunkt von meinem Leben. Und gleichzeitig sagt die Bibel ein paar Kapitel später, Gott hat wollen, dass der Josef nach Ägypten kommt. Klar sagt die Bibel, Gott ist nicht der Böses tut, aber manchmal lässt Gott Böses zu, weil er weiß, ich kann aus dem Bösen, was geschieht, Gutes hervorbringen. Und was ist passiert? Der Josef ist in Ägypten aufgestiegen zum zweitmächtigsten Mann und er hat eine riesige Hungersnot können verhindern. Und er hat Nationen gerettet vor dem Hungertod. Und Gott hat das gewusst. Gott ist am Wirken gewesen. Und ich möchte heute Morgen sagen, Gott ist auch in deinem Leben ständig am Wirken. Teilweise greift er ein mit einem Wunder, aber teilweise merken wir es nicht einmal. Und vielleicht sind viele Tage im 2020 so gewesen, dass du gesagt hast, hey, das macht keinen Sinn. Aber Gott ist am Wirken in deinem Leben. Er ist dran, sogar schlimme Situationen, sogar negative Situationen zum Besten zu wenden für dein Leben. Ich möchte ein paar Bibelstellen zeigen, im Neuen, im Alten Testament, wo zeigt, dass Gott ständig am Wirken ist. Die erste ist im Hebräer 1, Vers 3.
Dort heisst es, er, das ist Jesus, er erhaltet das Universum durch die Macht von seinem Wort. Hey, wenn Jesus nicht am Wirken wäre, würde unsere Welt auseinandergehen. Aber Gott, Jesus ist am Wirken, er erhaltet das Universum. Dann heißt es im Psalm 139, und das ist der David, der da redet und sagt, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Schon im Alten Testament haben Menschen gewusst, Gott ist beständig am Wirken. Er weiß schon, was kommt. All deine Tage, all meine Tage sind in Gottes Buch bereits festgeschrieben. Denn im Sprüch 16,33 heißt, die Würfel können wir werfen, aber wie sie fallen, bestimmt der Herr. Das, was du Glück nennst, oder wo wir manchmal sagen, das war ein Zufall gewesen, sogar in die kleinsten Details von unserem Alltag und von unserem Leben, Gott weiß darüber Bescheid. Er bestimmt darüber. Er hat es geplant und er führt es aus. Und noch letzte Stelle aus Jesaja 46, Vers 10. Und der Matthias hat letzten Sonntag schon viel über das geredet, wie Gott im Voraus gewirkt hat, auch im Buch Jesaja. Dort sagt Gott, ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich aus. Hey, wir haben einen riesigen Gott, der das Universum leitet und jedes Detail von deinem Leben im Voraus weiß und bestimmt und festhaltet. Aber bei so einem mächtigen Gott, der alles im Voraus weiß und festlegt und plant und durchführt, taucht natürlich bei uns, gerade in unserer westlichen Welt, taucht natürlich die Frage auf, ja, aber was ist denn mit mir? Was habe ich denn noch zu sagen in dem grossen Plan von Gott? Also wenn Gott alles festlegt, zwingt mich denn Gott nicht zu einem Leben, das ich gar nicht will? Oder hat es überhaupt eine Bedeutung, wie ich jetzt noch lebe? Wenn Gott alles festgelegt hat, wieso beten wir noch als Christen? Wieso rufen wir überhaupt noch zu Gott? Also vielleicht am Ende des Jahres, wo du dich fragst, hey, wieso soll ich mich noch mit einem Menschen in meinem Leben versöhnen? Vielleicht dein Vater oder deine Tochter oder ein Mensch, der dir wert ist. Wieso soll ich mich noch versöhnen, die Schritte auf sie zu machen, ringen um Frieden? Es kommt doch sowieso alles so, wie es Gott will. Es kommt doch sowieso alles gut. Und wir sind herausgefordert, als Christen beides hochzuhalten und zu sagen, hey, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat alles wunderbar geplant. Und gleichzeitig, sagt die Bibel auch, sind wir frei. Haben wir eine Entscheidungsfreiheit. Können wir Entscheidungen treffen in unserem Leben und die haben Auswirkungen. Deine Entscheidungen, die du triffst, wirken sich auf dein Leben aus, wirken sich oft auch auf viele andere Menschen aus. Gott sagt sogar, du bist für alles, was du tust, verantwortlich vor ihm. Gott sagt zum Beispiel, dass wir dranbleiben im Gebet. Dass das wichtig ist für ihn. Gott sagt, wir sollen aktiv Schritt auf Menschen zumachen, um uns zu versöhnen, zum Frieden zu stiften. Gott sagt, dass wir Verantwortung haben für das, wie wir uns entscheiden. Und irgendwie, also ich schaffe das nicht, die zwei Sachen irgendwie zu erklären, dass das beides gleichzeitig, man sagt in der Theologie, Souveränität von Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich bin frei, um mein Leben zu planen, mein Leben zu gestalten und ich bin verantwortlich vor Gott für meine Entscheidungen. Und das geschieht gleichzeitig in jedem Moment von unserem Leben. Das ist mir zu hoch. Und vielen vor mir auch, die sich schon mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Aber was für uns Menschen zu schwierig und zu hoch ist, ist für Gott immer noch ein Kinderspiel. Gott ist so viel grösser. Jetzt unsere Tendenz ist, das kennen wir aus dem Leben, wir tendieren immer so ein bisschen zu extrem. Entweder ganz auf die eine Seite oder ganz auf die andere Seite. Es gibt Menschen, die sagen, hey, alles ist vorausbestimmt. Leute, die zum Beispiel das Horoskop lesen und sagen, hey, Schicksal hat mein Leben schon definiert, aber ich will zumindest wissen, was auf mich zukommt. Ich will ein bisschen vorbereitet sein auf die grosse Liebe oder die Entlassung oder was immer kommt. Und man glaubt, dass eigentlich alles schon festgesetzt ist, dass es in den Sternen geschrieben ist.
Auch viele Menschen, die wissenschaftlich denken, viele Wissenschaftler heute sagen, hey, wir sind gar nicht so frei in unseren Entscheidungen, in unserem Denken, wie wir meinen. Der Beruf, den du wählst, oder der Partner, den du heiratest, oder ob du heute Morgen aufstehst, um den Gottesdienst zu schauen oder liegen bleibst, das ist gar nicht so deine freie Entscheidung, sondern viele Wissenschaftler sagen, unser Hirn ist über Millionen von Jahren, hat sich das evolutionär entwickelt, zum Entscheidungen zu treffen, die für uns schlussendlich unser Überleben sichern. Aber das funktioniert wie eine Maschine. Tak, 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 tak. Und du bist gar nicht so frei. Es funktioniert einfach da oben und entscheidet und entscheidet und entscheidet. Viele Menschen sagen, hey, ich kann gar nichts mehr machen. Es ist alles festgelegt. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die auf die andere Seite tendieren, die sagen, hey, alles ist frei im Leben. Du kannst die Person sein, die du willst sein. Du kannst deine Zukunft selber gestalten. Und ein grosser Philosoph, ein Mann von grosser Weisheit, hat das mal gesagt, und zwar im Film «Zurück in die Zukunft», hat er ein Zitat mitgebracht vom Doc Brown, für die den Film noch kennen, ist schon lange her. Der Doc Brown sagt am Schluss vom ersten Film, sagt er zu Marty McFly, «Your future is whatever you make it, so make it a good one.» Zukunft ist deine Zukunft. Also schaff dir selber eine gute Zukunft. Mit anderen Worten, wie deine Zukunft aussieht, das ist allein deine Entscheidung. Das sind allein deine Entscheidungen, die die Zukunft prägen werden. Und wir hören das in allen Songs am Radio, wir hören das in vielen Filmen. Hey, du kannst sein, wer du bist. Du kannst selber bestimmen, was du bist, wie deine Identität ist. Das ist Popkultur von heute. Aber wenn man ein bisschen durchdenkt, was das bedeutet, du bist verantwortlich mit deinen Entscheidungen für dein ganze Leben. Niemand anders. Nicht nur für dich, sondern auch für viele andere Menschen. Ich weiss nicht, wenn du schon ein bisschen älter bist und auf dein Leben zurückschaust, wie viele von uns sagen nicht, hey, ich bin so froh gewesen, dass nicht alles so gekommen ist, wie ich es wollte. Wer hat das auch schon gesagt? Hey, ich bin so froh, habe ich nicht sie geheiratet oder ihn geheiratet. Oder ich bin so froh, habe irgendetwas verhindert, dass ich die Investition tätigt habe. Ich hätte heute kein Geld mehr. Wir haben damals gemeint, wir wüssten so gut, was die Zukunft ist für uns. Und im Rückblick müssen wir sagen, oh je, ich habe gar nicht gewusst, was ich will oder was gut ist für mich. Das Beunruhigende ist höchstens jetzt, um darüber nachzudenken, dass wir es vielleicht immer noch nicht wissen. Und in 20 Jahren wieder zurückschauen und denken, oh, was habe ich für ein Zeichen entschieden? Aber da ist eine Last, da ist eine Verantwortung da, die mich kaum tragen. Vor allem, wenn es darum geht, nicht nur für dich zu entscheiden, sondern auch für andere Menschen. Wer hat schon Worte von uns gesagt, wo Sachen in Bewegung gesetzt haben und ausgelöst haben, die wir gar nicht haben wollen? Negative Worte, wo Menschen oder eine ganze Firma oder eine Schulklasse oder was auch immer prägt hat und du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Es war deine Entscheidung und deine Verantwortung. Ich bin ein bisschen ein Science-Fiction-Fan, offensichtlich. Und da gibt es so die Filme, wo man in der Zeit reisen kann. Und das Schwierige ist, wenn du zurückreist in der Zeit, in die Vergangenheit, dann musst du schauen, dass du nichts ändern tust, wo du nicht weißt, was es in 20 Jahren bedeuten wird. Irgendein Türchen offen lassen oder ein Blatt Papier am Boden fallen und die ganze Zukunft sieht anders aus. Und etwas von dem wäre es, wenn wir alle Entscheidungen, die wir treffen, wenn das Auswirkungen hat, nicht nur für unser Leben, sondern für die ganze Welt, das ist etwas von der Last, die du trägst, wenn du allein deine Zukunft bestimmst. Und ich bin so froh, dass die Bibel etwas anderes sagt, dass sie sagt, hey, Gott hat unsere Welt in seiner Hand. Gott lenkt alles. Auch dort, wo wir schlechte Entscheidungen treffen, auch dort, wo wir nicht klar sehen, was gut ist für uns. Gott greift ein. Gottes Plan ist mehr als unser Plan. In der Sprüche 16, Vers 1 heißt es, ich sage es jetzt in meinen Worten, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Haben wir noch. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Ich bin so froh, dass ich die Entscheidung für die Zukunft von meinem Leben und auch die Zukunft von dieser Welt, all das, was ich mitentscheide für unsere Gesellschaft, dass das nicht allein meine Verantwortung ist, sondern dass Gott seine Finger im Spiel hat.
auch für das nächste Jahr, das auf uns zukommt. Und ich glaube, es ist ein Zeichen von Reife als Christen, dass wir lernen, beides zu betonen. Auf der einen Seite zu sagen, ja, hey, wir haben eine Verantwortung, wir wollen mit unserem Leben einen Unterschied machen. Und auf der anderen Seite immer zu wissen, Gott hat es im Griff. Ich darf mich in Gottes Hand fallen lassen. Seine Pläne sind so viel grösser als meine Pläne. Jemand, der das hat können, vielleicht wie kein anderer, war der Paulus. Ich denke so an die Geschichte, wo er von Jerusalem nach Rom gebracht wird, als Gefangener. Er muss sich vor dem Kaiser verteidigen für seinen Glauben an Jesus. Und das Schiff kommt in einen riesigen Sturm hinein. Und ein Schiff droht zu kentern und alle Gefangenen auf dem Schiff, alle römischen Offiziere, alle Seeleute würden vertrinken. Und in der Nacht kommt Gott zum Paulus und sagt ihm, hey, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Gott sagt ihm in einer Engelserscheinung, hey, ich sag dir, wie es wird rauskommen. Egal, was da noch passiert im Sturm, du wirst leben, du wirst nach Rom kommen und alle Menschen auf dem Schiff werden überleben. Und er weiß das noch während der Sturm tobt. Aber nur wenige Stunden später, wenn die Seeleute abhauen von dem Schiff, machen das kleine Beibötchen parat zum Abhauen, zum aus dem Sturm rauszukommen und sie nehmen ihre Verantwortung nicht wahr, die sie haben als Seeleute. Und dann sagt der Paulus zum römischen Offizier, wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. So komisch. Ein paar Stunden vor ihm sagt ihm Gott, hey, alle werden gerettet. Und jetzt sagt der Paulus, wenn ihr nicht eure Verantwortung übernehmt, wird niemand gerettet. Und der Paulus hat etwas von dem verstanden, dass Gott alles im Griff hat und gleichzeitig, dass wir mit unserem Leben einen Unterschied machen sollen. Dass wir nach Gottes Gebot handeln. Dass wir mutig sein, Entscheidungen treffen, die uns und anderen Menschen dienen. Er hat das verstanden. Jetzt, was bedeutet das für unser Leben? Also, auch gerade für das nächste Jahr. Das erste, was es bedeutet für unser Leben ist, wir dürfen entspannt ins neue Jahr gehen. Ich möchte es dir ganz bewusst sagen, relax. Relax über das 2021. Wir wissen alle noch nicht, was kommt. Aber Gott weiß, was kommt. Er hat es schon geplant und du darfst entspannt sein. Hey, vielleicht machst du dir Sorgen, finanzielle Sorgen, oder du machst dir Sorgen um deine Gesundheit, Sorgen um deine Familie, Sorgen um die Gesellschaft. Und Gott sagt, hey, für jeden neuen Tag im neuen Jahr, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Mit dieser Gelassenheit dürfen wir ins neue Jahr hinein. Das Zweite, was wir lernen von dieser Souveränität Gottes und unseren freien Entscheidungen, ist das, dass wir mutig sind. Dass wir auch im neuen Jahr, auch mit dem ganzen Corona, um das Wort noch einmal sagen heute, in all diesen Situationen, dass wir mutig sein dürfen, hey, weil Gott ist mit dir. Bist mutig. Der Paulus hat es den Seeleuten selber gesagt, sei mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Hey, bist mutig im neuen Jahr. Bist nicht zögerlich, ja, ich schaue mal, was kommt. Oder ich mache gar nichts, Gott wird dann schon schauen, wie es rauskommt. Bist mutig. Triff Jahresvorsätze, wo du sagst, hey, so möchte Gott mein Leben segnen. Oder so kann ich einen Unterschied machen für andere Menschen. Vielleicht sagst du für das nächste Jahr, hey, ich will mir vornehmen, nicht allein durchs Jahr durchgehen. Ich will Menschen um mich herum haben. Ich will eine Kleingruppe finden. Ich will Menschen, mit denen ich zusammen bete. Vielleicht sagst du, hey, ich will viel offener auch noch über meine Herausforderungen reden. Ich will das nicht verstecken, was mich selber herausfordert, was mir Probleme macht, was mir Fragen stellt. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte ein Mensch sein, der in allem Negativen ihnen positiv redet. Gut redet über andere Menschen ermutigt und so einen Unterschied macht. Bist mutig in dem, was du machst. Ich rede da von mir selber. Die mich kennen und die meine Geschichte ein bisschen kennen, mein Leben ein bisschen kennen, wissen, ich tue mich wahnsinnig schwer mit grossen Entscheidungen. Ich bin jetzt so ein mutiger Mensch, wenn es um Entscheidungen geht. Als ich mein Studium
müssen wählen. Ich habe mich gemartert mit dieser Entscheidung. Und als ich Sissi kennengelernt habe, ich habe mich schwer getan. Ist sie es jetzt oder ist sie es nicht? Und am liebsten hätte ich es immer, wenn die Entscheidungen alles klar wird, wenn ich alles weiß, was in der Zukunft kommt, dass ich ja die gute Entscheidung treffe. Und ich muss es so lernen, um zu sagen, hey, bist mutig, Manu, auch im neuen Jahr. Entscheidungen, die kommen für meine Familie oder in meinem Beruf. Aber Gott sagt uns, hey, bist mutig, ich bin mit dir. Weißt du was? Sogar wenn du die falsche Entscheidung triffst, du kannst nicht aus Gottes Plan rausgehen. Gott weiß es im Voraus. Gott macht das Beste aus Situationen, wo wir versagt haben. Das Dritte, was wir lernen können, aus dieser Souveränität Gottes, ist, dass Gebet wichtig ist für uns. Und das mag uns jetzt vielleicht zuerst ein bisschen erstaunen. Wir beten nicht, um Gott zu informieren, weil er weiß es schon. Wir beten auch nicht, um Gottes Willen zu verändern oder Gottes Plan zu ändern. Hey, Gottes Plan sind schon das Beste. Du kannst mit deinem Gebet Gott nicht optimieren. Er wird nicht noch besser. Sein Plan für dein Leben wird nicht noch besser. Er hat bereits den besten Plan für dich. Wir beten, damit unser Herz verändert wird. Damit unser Leben mehr das wird, was Gott möchte. Und darum freue ich mich so auf die 21 Tage, die wir werden haben im neuen Jahr. 21 Tage vom Gebet. Ich merke, Gebet tut mir gut. Jedes Mal, wenn wir im Worship sind, wenn wir singen Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, ich werde daran erinnert, wie gross Gott ist. Und dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich ruhig bleiben in meinem Leben. Gebet tut mir gut. Und dann dürfen wir mit Gebet auch ein Segen sein für andere Menschen. Es geschieht das, was Gott möchte, aber er tut dich einbeziehen. Und sagt, ich möchte, dass du für das betest. Ich möchte, dass du Teil hast an dem, wie ich die Welt verändere, wie ich Gutes bringe zu Menschen. Ich mag mich erinnern von einem Jahr, wo wir 21 Tage Gebet 2020 hatten. Ist eine junge Frau aus unserer Gemeinde im Koma gelegen. Mit wenig Hoffnung, dass sie wieder zu Bewusstsein kommt. Und wir haben als Kirche gebetet für die junge Frau. Es war etwa einen Monat später, wenn ich es im Kopf habe, einen Monat später, ist sie verwacht aus dem Koma, alle Tests durchgemacht, sie war kerngesund gewesen. Sie hat uns erzählt, sie ist im Oktober, hat sie an einem Wettkampf, an einem Lauf mitgemacht, gesund, topfit. Gott hat sie wiederhergestellt. Gott hat deine und meine Gebete gebraucht, um die Frau gesund zu machen. Gott braucht unser Gebet, um die Welt zu verändern, um Gutes hineinzubringen ins Leben von Menschen. So ein Privileg. Ich freue mich auf die 21 Tage, um auf Gott zu hören. Gewisse Entscheidungen im Beruf, gewisse Entscheidungen hier in der Kirche. Sagen, Gott, was ist dein Wille? Was sind deine Absichten? Ich will dich hören. Aber sogar in dem Moment, wo wir Gott einmal nicht hören, sagt er, hey, nichts entgleitet mir. Du musst keine Angst haben. Gott gibt uns sogar ein Gebet, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und zwar das Gebet in neuen Sprachen. Die Bibel sagt im Römer 8,26, hey, wenn wir nicht wissen, wie beten, bete in neuen Sprachen. Dann betet Gott durch dein Leben durch. Die Sachen, die noch geheimnisvoll sind. Die Sachen, die wir noch nicht verstehen in unserem Leben. Komm, wir starten das Jahr mit Gebet. Wir starten das Jahr in der Nähe von Gott. Der Gott, der so mächtig ist, der unser Leben in der Hand hat. Ich möchte einen letzten Gedanken in unsere Mitte legen. Und das betrifft das Jahr, wo wir noch drin sind, 2020. Und ich habe das mega aufs Herz bekommen. Dass Gott uns rausruft und sagt, hey, vielleicht musst du noch trauern. Vielleicht musst du dir in diesem Jahr noch einen Moment nehmen, wo du ehrlich sein kannst mit Sachen, die du nicht verstehst, die du nicht einordnen aus dem Jahr. Wir Christen sind vielleicht besonders gefährdet, dass wir sagen, ja, Gott macht alles gut. Gott verwandelt ja alles Böse in Gutes und alles Leid in Freude. Und dann haben wir den Eindruck, wir müssen uns über alles freuen und über alles dankbar sein. Das sagt die Bibel gar nicht. Die Bibel sagt, wir gehen durch schwierige Sachen durch, wo Gott leidet mit uns. Mitbrüllt mit uns. Und vielleicht hast du Sachen erlebt in dem Jahr, wo du nicht einordnen kannst, die eine tiefe Trauer hinterlassen in deinem Leben. Vielleicht hast du eine geliebte Person verloren.
Du hast nicht einmal richtig Abschied nehmen. Du kannst nicht einordnen, was passiert ist in dem Jahr. Vielleicht ist eine Beziehung auseinandergegangen. Gott sagt, nimm dir einen Moment Zeit, wo du deinen Schmerz wirklich Ausdruck geben kannst. Ich bin mit dir in dieser Situation. Das Böse kommt nicht von mir, aber ich habe es zugelassen und ich werde es zum Guten wenden. Aber vielleicht musst du zuerst einmal, sag es mal in unseren Worten, so noch Herzen anzünden in diesem Jahr. Gott dein Leid klagen. Gott sagen, was du nicht verstehst. Wie schwierig das es ist, zu vertrauen, dass er das, was du im Moment drin bist, wirklich noch zum Besten wenden kann. Wo du noch einen Brief schickst, den du nicht abschickst. Einfach zum sagen, was du fühlst im Moment. Oder mit einer Person zu reden aus unserer Kirche, die dir zulässt und ein bisschen mitfühlen kann, wie es dir geht. Aber dann lass dich auch trösten von Gott. Erinnere dich daran, wie der Josef gesagt hat zu seinen Brüdern, ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Erinnere dich daran, dass wenn du mal bei Gott wirst sein im Himmel, dass du wirst auf dein Leben schauen und sehen, wie er sogar die schlimmsten Momente von deinem Leben kann zugute machen, weil er so mächtig ist. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, die so schlimm ist, das mag sich sehr gefühlslos tönen, dass ich dir sage, hey, Gott wird es schon zum Guten wenden. Aber schau mal, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Gott hat geplant, dass Jesus auf die Welt kommt und alle Bosheit von uns Menschen erleidet und erduldet tut. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Fehler, unser Egoismus hat Jesus ans Kreuz gebracht. Und dort am Kreuz hat Gott selber alles Leid und alle Schuld und alles Böse hat er verwandelt, um uns Vergebung zu schenken, um uns Frieden mit Gott zu schenken, um uns eine Zukunft zu geben, die voller Hoffnung ist. Gott selber hat das Böse erlitten und hat es verwandelt in Freude, hat es verwandelt in Perspektive. Die Bibel sagt im Römer 8,32, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle gegeben. Wie sollte er uns mit Jesus nicht auch alles andere schenken? Und ich rufe dich raus, wenn du in einer Notsituation bist, wenn du es 2020 nicht kannst verstehen. Wenn es schmerzt in deinem Herz, schau mit mir auf Jesus. Schau mit mir ans Kreuz, wo Jesus aus Leid Freude gemacht hat, aus Sünde Vergebung und Frieden geschaffen hat. Und lass dich ermutigen, lass dich trösten. So wie Jesus das damals verwandelt hat, so wird er auch dein Leid eines Tages in Freude verwandeln. Lass dich trösten am Ende von dem Jahr. Lass uns doch aufstehen miteinander. Und einfach ein paar Momente in Gottes Gegenwart noch haben. Ich glaube, dass Gott am Ende von dem Jahr unsere Herzen will mutig machen, unsere Herzen aber auch will trösten. Mach dein Herz auf für Jesus. Lass ihn kommen und deine Fragen. Vielleicht nicht, er wird sie nicht alle beantworten in dem Moment, aber er wird zeigen, dass er an deiner Seite ist. Er spricht dir zu, ich bin der Mächtige, der alles kann tun. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die mich lieben, die von mir berufen sind. Jesus, tröste gerade jetzt Menschen. Komm du mit deiner Nähe, wo so viel abfedert in unserem Leben, wo wir leiden. Gib uns eine Perspektive über das vergangene Jahr, wo wir sagen, ich glaube, dass Gutes aus dem Jahr wird kommen. Ich glaube, dass du an meinem Leben geschaffen hast, dass du mein Herz prägt hast, dass du mir Geduld gegeben hast und Nächstenliebe. Dass du dran bist, an meinem Leben zu wirken, Tag für Tag. Dass in diesen Tagen unser Herz verwandelt werden kann und wir können unsere Hände aufheben und Gott danken fürs 2020. Ihn können erheben und sagen, du bist in Kontrolle. Ich bete dich an, ich preise dich.
Und das letzte Wort, wer wir so von Gott sind, an Menschen, die leiden unter ihrer eigenen Schuld. Du schaust auf das Jahr zurück und du hast die Entscheidungen vor Augen, wo du Fehler gemacht hast, wo du Leid in dein Leben hineingebracht hast, wo du Leid über andere Menschen gebracht hast. Du leidest darunter, dass du es nicht rückgängig machen kannst. Du meidest die Momente, wo es ruhig wird in deinem Leben, wo es still wird, weil dann kommen die Schuldgefühle auf. Du das Gefühl hast, hey, ich kann es nicht mehr ändern. Ich würde so gerne zurückgehen und es nicht mal anders machen. Und lass mich dir in diesem Moment sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben für diese Sachen. Und er kann unsere Fehler vergeben und unser Leben neu machen. Vielleicht fühlst du dich wie am Josef seine Brüder. Du spürst, wie du Unrecht da hast, wie du Sachen nicht aufhalten kannst. Wie du vielleicht Menschen angelogen hast oder verraten hast. Lass mich dir sagen, Josef hat seinen Brüdern Vergebung angeboten und sie haben es nur nehmen. Sie haben sich entscheiden, um ihre Taten zu bereuen und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und es hat Versöhnung passieren. Und genau so steht jetzt Jesus vor dir und sagt dir, hey, ich kann dir vergeben. Ich bin gestorben am Kreuz für deine Fehler. Ich bin gestorben am Kreuz für das, was im 2020 schiefgelaufen ist in deinem Leben. Wo du so bitter bereust. Oder wo du noch Mühe hast, um es dir eingestehen, dass es deine Entscheidung war. Dass du verantwortlich bist für das, was du da hast. Und Jesus sagt, ich möchte dir vergeben. Ich möchte dich gerecht sprechen. Ich habe am Kreuz gezahlt für das. Ich habe die Schuld auf mich genommen. Und das, was du tun musst, ist, dich zu entscheiden, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Komm du jetzt in mein Leben, mach mein Leben neu. Lass deine guten Pläne in meinem Leben in Erfüllung gehen. Hey, Jesus hat dir einen freien Willen gegeben, um heute diese Entscheidung zu treffen. Genau in dem Moment. Sagen, das ist mein Moment, wo ich den König vom Universum einladen kann, in mein Leben hineinzukommen. Und wenn du das möchtest, dann lass uns miteinander jetzt beten. Vielleicht bist du im Saal, vielleicht unten in der Lounge, vielleicht bist du daheim. Du hörst die Predigt, du kannst jetzt zu Jesus reden und ihn einladen in dein Leben. Und wir wollen das miteinander tun. Und du darfst gerne die Worte anbeten. Und da auf dem Bildschirm haben. Das einfaches Gebet, das du Jesus kannst in dein Leben hineinladen. Wir wollen miteinander beten. Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe und dass ich getrennt bin von dir. Bitte, vergib mir meine Sünden. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Komm du in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Jesus, du hast die besten Pläne für mein Leben. Ich bitte dich, bring du deine guten Pläne in meinem Leben zur Erfüllung. Danke, Jesus. Amen. 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 Wollen wir doch Jesus einen riesen Applaus geben? Yes! Für seine guten Pläne. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun dürfen, zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.